Kapitel 10. Nicht interessiert an dien Jezus. Een dag voelde mij weer, ganz abgerecht, toen mij zei dat mijn broeder weer zeer verlaatst en leeg op de eerd ver des mens zijn huis. Ik joeg naar de stad waar ze mij zeiden. Hupste de kar en checkt alle weg voor zijn charbe. Ik kon mijn broeder nog niet zien. Aber ik had meest niet meer tijd over na te denken, ver op eenmaal een mensje te verder van het huis uitgeraan kwam. Met een beet ijzer in de hand, hij kwam gelijk naar mij. Ik kan hem voets. En wordt dat de geschichte dat mijn broeder verlaatst weer alleen is. Dus man had mij al eier gedrouwd. En nu had hij mij alleen bij zijn huis. Als hij gelijk naar mij aan, checkte ik hem gelijk in de ogen en bleef vaststaan. Met ganse tovertrouw aan mijn stem. Wat weet dat ik klaar verstond wer mij beschützt, zei ik. In Jezus zijn naam. Ik broek zes naar zij. Hij hield kort stil. Leidt bij deze val, draaide om en ran zo boezig als hij gekomen weer terug naar huis. Ik draaide om, stap terug in mijn kwaan aan en verleid. Jezus leeft in die, krijg zoals hij in mij leeft. So, du hast krijg zoveel Ursache tovertrouw te hebben. Wirklich best du stark gemaakt worden, zum so sein als Jesus. En hij heeft meer kracht als du die verstellen kost. Viele Gläubige haben die rechte Idee von wer Jesus wirklich ist. Daarbij haben sie eine schwere Zeit das geistlich von der oorste Leben unternehmen. Eingestellen sich Jesus so fair, dat hij wraatjes aanhaft en een kleid aanhaft en jet en dag over ramen, wiest vrede over allem. Zo'n beeld van Jezus is beides aardig en dat helpt niet om onze wereld erreiken. Ganz sicher wie Jezus een klar het beeld van lief en vrede en geduld, aber wie für aniramen wie bloos van die ding vertalen en niet meer aan denken hoeveel toverzicht hij had. Zijn leiderschaft, zijn zweig op deze wereld. Een fähigheid zoals geen andere, om deze wereld veranderen. Viele stellen zich Jezus in bed blij en bloos immer weg ver. Aber Johannes beschrift den abgestandenen Jesus ganz anders. Seine Haar op dem Kopf wäre als Wetterwal, wit als Schnee, en seine Augen als eine Viervlam. Seine Feit blanker als geschmaltnet, gewächstet Messing, en seine Stem wie so als ein großes ruischend Meer. En seine rechte Hand had hij 7 Sterns. En uit de Müll kwam hem een scharpe, doppelschneidendes Schwert. En zijn gezicht wie so als wenn de Sonne aan volle Kraft schijnt. Offenbarung 1, 14-16. Ik geloof Jezus wird von da uit vele Tjeuke rutgeschmeten worden, wen sie würde am nicht Christus ähnlich nahen. Onze ideeën van wie Jezus is, zijn veelmaal niet zoals hij is. Jezus is niet een kleiner, schmacker, meales vriend met grote, schmakke ogen. Hij is in werkelijkheid ons wondervolle, prachtvolle, kraftvolle, stark begeisterde Gott. Du kannst sogar zeggen dat hij is gefährlich. Nicht wenn hij für andere gefährlich ist, aber wenn hij gewacht en entschloten leeft. Viele Gläubige haben abgehört mit Jesus zu bewundern, en er Bild von Gott ist auch aardig. Einige sehen Gott als ein nader, bester Freund, andere als ein Drache Rechter, en noch andere sehen ihm meestal als netlos, ein scharfer Mann, den wir nicht brauchen ernst nehmen. Was sie tun ist, Gott verkleinern, wenn man unsere Bilder anpassen. Aber wirklich, es ist viel mehr, als wir uns verstellen können. Das wundervolle Gott, der die ganze Welt erschaffen hat, und viel greater und wunderbarer ist, als wir verstehen können. Und dasselbe Gott kam aus dem Mensch Jesus, nur uns, zum wirklich jässlich von der Osterhand. Was du mal deine fähige Idee von Jesus zu sehen? Er ist nicht ein tummer, unwirksamer Schwachling. Nee, er ist die kraftvollste Person, der jemals op deze Erde gegaan heeft. Zoals Christus, nur sie noemen genannt, Christus, soll dat nicht langweilig von unser Leben sein.
Hier zijn 5 van de wichtigste delen van Jezus zijn karakter, wat Christen van der mij eenmaal nicht reich verstehen. Wann du anfängst wirklich zu verstehen, wer Jesus ist, wirst du wel ein Part sein von dit wundervolle Leben, dat geestlich von der Ocean Leben. Kraftvoll. Jesus sagt, seilig sind die sanftmütig sind, wils sie zullen de Welt over. Matthäus 5, 5. En dat woord sanftmütig verdreht Menschen in Wirklichkeit. Als Jesus dat woord braucht, meint hij nicht, dat hij oder seine Nachfolger blij, naht en ängstlich würde sein. Dat is vielmehr, wo wir dat woord sanftmütig verstehen. Also wir glauben, wir sollen blij, ohne onze enige Idee, en ängstlich für jeden Stand sein, Gott beter zu gefallen. Dit Missverständnis hat eine Kultur entwickelt in der Kirche überall, wo starke Männer und Frühs bloß aufschifft. Wenn wir Jesus so dit feststellen, tragen wir die Menschen nicht nur an. Sie sind nicht interessiert, kraftlose, gefühlsmäßig schwache Menschen zu werden, sondern was andere Menschen lassen in ihre Familie zu nutzen. Diese nächste Generation will nicht ein Hardijn, die zu kraftlos ist, einen Unterschied zu machen in ihre Lebens in einer Welt. Wir müssen abhören mit Jesus kleiner feststellen und anfangen, so zu sein, als er wirklich ist. Kirche, die ein verdrehtes Bild von Jesus feststellen, formen Kulturen, die von Vertrauen und Kraft aufrufen, wenn sie vertuschen die Dinge mit Stolz. Ik bejeend dit vielmaal als een jonge Christ en ik dacht dat weer zo als het zijn zal. Dan vond ik de ware mening van dat woord sanftmütig. En dat zat mij vrij den ware Jezus te zijn. In de Bibelspraak is dat woord dat sanftmütig übersetzt is datzelfde woord wat voor kriegsspied gebruikt wordt. Dat Griechische woord is praus en dat meint kracht onder controle. Dit woord wordt voor zo'n Piet gebruikt, dat je leert weer voets en gans gehoorzaam te zijn, en dat voluit en gräslich door hem Krieg herging. Wanneer Griechische soldaten een Piet aangeleerd hadden controleerd te zijn, wanneer de Ritter die bloos anschied, naamden zij dat Piet praus. De Ritter bruikt bloos een klein bed met de knijschuiven en een klein bed aan de lientraag. En dat Piet gehorcht voets, gans. Wanneer deze Piet ook gewaltig sterk werd, zodat ze er 1000 pond jaar per spoor 35 mijl de stunde aanhouden kunnen, zo wie er krachtig kans en ja controle. En wanneer ook naad te er Ritter werd, zo weer de im Krieg, dacht zij hangsch. Zij stampte de eerd, rijd ohne angst voor dat je luts wat de vrienden er schwer gegen er schilder mögen, te men ängstlich maken. Zo'n Piet neemt de eerd hangsch aan met een oor en kan niet stilstaan, wanneer den Raub verkrijgt hield. Hier op 39, 19 tot 24. Jezus weer deze soort van sanftmütig, kracht en ja controle. Hij weer bestemd niet blij oder ängstlich voor jeden stand. Hij redt te duizenden mensen op eenmaal en had geen trouble met geen krachtvolle religieuze leiderschap te staan. Hij ging op eerd met al de kracht van Heilige Geest in hem. Heil de kranken en wekt ouders op. Jetzt ist dit langweilig, nicht mal vielleicht. En Jezus weer begeistert. Hij had zo'n bitter evangelie geleefd en bedingungsloos het aannemen voor die wat Ramam weer. Dat mensen bij de duizenden Ramam streimden. Hij respect mensen en kreeg respect ook terug. Vele mensen leefden aan, besonders die van de eeuwige van de mensheid uitgesloten werden. Zoals de tagsgelijkte oder de hoeren. Jezus verstond mensen ihre bedürfnissen en traf hen de kracht door. Sogar bij de Tjaas, wo hij zijn eerste wunder deed, zit het zo als van Jezus de schon verstond, wat de gast weet could ha, wanneer hij uit Wien ranen wird. En zo wat schijnbaar kleiner als dat, traf hij mensen wo ze weer en ervelde ihre bedürfnissen ohne en terecht. Ter dezelfde tijd dreht Jezus nicht weg von Menschen benehmen zu wahrer Stunde, wann dat will. Hij sorgt nicht ewa dat Menschen am verloren wird, wenn hij hat te vertrouwen, dat hij den Führer zijn Welle deed. Hij wordt volkomen vom Heilige Geist geleid.
en hij weer krachtvoll aantrekken te mensen. Hij weer geestelijk vandaag. Glaub je vandaag denk je dat sanftmütig zijn meint nicht dat boodschakelen. Seine falsche Überzeugung über Jesus sein Charakter macht viel von seinen Auffällen zu Menschen gefallen, die immer so wat Menschen worden denken. Sie rennen ram, so's heine ohne Chapen proben dat Menschen en worden gleiche, hier en dort. En al dit zijn viele Menschen von dieser Sort Glauben aufgeschoben, besonders die durch ein starker Selbstwert haben. Sie sehen dit zorgendet, schmacklotendet en menschengefallendet Benehmen als Tekens von Schwachheit. Geistlich von der Ausstände meint nicht menschengefallen, so dass sie die gleiche worden. Dat meint so toevertrouwd, stark en sicher zu sein, en die Identität als Gott zijn kennt. Dat Menschen den Unterschied an die Leben machen. En sie sind nur die getragen, während du en dann nur Jesus wiese kost. Wenn du die ganze Meid schaffst, sicher zu machen, dass alle Menschen die gleiche waren, dann bist du nicht Christus ähnlich. Das war ich von den Christenglaube lebe, sag ich mehr über deine Unsicherheit und falsche Überzeugungen als über Jesus. Und die war ich würde da mit Holocaust, erst zu verstehen, wer Jesus wirklich ist und wer du ein Arm bist. Krieg den Selbstwert von dein Verhältnis mit Gott. Dann wirst du eine antreibende Selbstständigkeit formen. Menschen waren getragen nur starke Krieger, die den König über alle Königs dienen. Menschen horchen nur entschlossene, brave Christ. Leiftulich. Noch ein Wort, was die Christen über die Jahre nicht reich verstanden haben, ist Leib. Uns Missverständnis von der wahren Bedienung von Leib hat uns mag jammerlich Leute zu der Welt. Jesus lehrt uns unser oberste Leben. In de meeste Menschen glauben, er redet von ein Jammerhort. Sie glauben, dat meint, wie man ganz Zeit und Schmack sein zu Menschen, zu mehr Leben. Viele Menschen, besonders Männer, Respekt und Horche nur diese Sort von Benehmen nicht so sehr. Aber das ist auch lang nicht dort, was Jesus meint, als das Wort Leib braucht. Ein Trouble, den wir begehen, ist, dass das Wort Leib für zu viele verschiedene Dinge gebraucht wird. Gewöhnlich, wenn wir an Leib denken wir an gefühlsvolle oder romantische Dinge. Und das macht uns glauben, dass Menschen Leben meint, dass wir mit immer warme Gefühle haben und immer freundlich sind, aber die Bedienung von Leben ist viel grater als dort. Menschen zu leben, so als Jesus das Wort braucht, meint zu schätzen und auf irgendwas was regnen. Ich kann in eine Stufe hineingehen und meine starke, toevertrouwde Gelotenheid holen, während ich das beweis, dass ich jeder Person besonders viel schätze. Das hat nichts mit meinen persönlichen Gefühlen zu tun, die ich fern habe. Du hast nichts Jammerliches in dieser Sorte von Leben, wenn ich weiß, wer ich in Christus sehe, und wenn ich klar weiß, dass die Kraft der Heiligen Geist mich hält, kann ich jeder Person in die Augen checken und beweisen, dass ich ein Schatz für wer sie sind, krieg so, als sie sind. Dort ist eine kraftvolle Sorte von Leben. Zuversichtlich und entschlossen. Demut ist noch ein Part von Jesus sein Charakter, den noch mal arg verstanden wird. Viele Christen haben gelehrt, demütig zu sein, musst du sehr wenig von dir selbst holen. Wir glauben, wir sollen das nicht annehmen, wenn wer Gott zeigt von uns, und wir sollen dann so was als das sein. Ich sehe bloß den Sinn, dass ich genug gerät. Und wir glauben dann, dort wir nur schwer sind wie Menschen, auch nicht wie Gott. Vielleicht proben wir ab Jesus seine Lehre dort, die erste, der letzte seiner Worte, Matthäus 10, 16, ab dort zu schaffen. Aber wenn wir uns selbst immer durchrennen, das sieht die Welt als Schwachheit an. Das Problem ist, dass wir verstehen, Römer 12, Vers 3, recht, wo uns gewarnt wird. Denkt von Gott nicht mehr, als sie wirklich sind. Aber das Vers redet von deiner Fähigkeit, nicht den Wert als eine Person. Das ist so, dass du deine Fähigkeit nicht so übertrieben. Sei nicht zu einer neuen Gruppe beiklettern, dass du entleeren kannst, wenn du noch niemals selbst einen Stein geklettert hast. Du wirst dich selbst in all die Ehe bei dem Tod bringen. Wie muss aufrichtig sein.
mit wat wir kennen oder nicht kennen dann. Aber wenn het Champadien persönlicher wird, hol diese zwei Dinge im Denk. Erstens, du kannst so viel von dir selbst denken, als du weißt, so lang, als du Gott alle Erde verjafst. Zweitens, maak sicher, dass du andere immer höher schätzt als dich selbst. Du kannst so vertraut sein in dich selbst, in deine Fähigkeit, die Gott dir gegeben hat. Jeweils Gott die Ehr. En geef mensen de respect die aantreft. Dan wordt er geen ruim in die Zähne verstalt het. Gott will nicht, dass du lebst als, dass du noch schwer bist. Das gefällt ihm nicht. Gott will, dass du so weit, dass du das Beste kannst sein. Viele Christen haben wirklich Trouble mit den Satz. Wenn sie heiligt, Christus zu folgen, macht sie sehr wenig von sich holen. Das ist ganz bestimmt so, dass Gott ist jen die, wat stolz sind. Aber die, wat demütig sind, jeft die Gnade. Jakobus 4,6. Und du wirst du bestimmt nicht besser über dich selbst denken als über andere Menschen. Aber Gott will, dass du sollst das ganz Beste sein, was du sein kannst. Ich glaube, dass du die Fähigkeit hast, alles zu tun, nur was Gott dir fragt, ist nicht Stolzheit. Das ist Glaube. En de waarheid is dat dit te vertrouwen, wat herkomt van wer du in Christus bist, is zeer aantrekkend. Jezus had dit te vertrouwen. Hij weer de eerste geestlich van de oudste mens. Hij weer vol kracht, wijsheid en himmlische aanzicht. Hij deed wunder, en hij leert diepe geestliche waarheid. Aber Jezus deed het op een weg, wat in die tijd en de cultuur waarbij hij leeft, nan past. Hij past bij de cultuur bij en hij weer vol van Heilige Geest zijn kracht en mensen streamden naar hem. Gehoorzaam, wel wie trägt nur sanftmütig checken. Hol hem denk dat de wahre bediening van sanftmütig is, kracht en controle. Een weg waar Jezus dort uitleeft is, dat hij weer ganz gehoorzaam te God zijn wil, ganz ohne angst. Geen rijd dat te doen wat er veel te doen. Die wat ze zijn als Christus, zijn voets ganz gehoorzaam te God zijn wil. Du kannst stark, krachtig en brav zijn, en danach zu sein als Jesus. In Wirklichkeit muss du so sein. Sanftmut ist nicht da für Frühs, auch nicht da für Männer. Das ist für den Meister gehorsam sein, und nochmal fragt er uns noch schwere Dinge zu tun. Von da liegen viele Gläubige wegen ihr Glaube an Jesus, und eingegeben ihre Lebenshand. So eine Sorte von Gehorsam kommt nicht von schwach oder blöd sein. Sanftmut ist kraftvoll. Moses wordt sanftmut ja als alle Menschen op de eerd genannt, aber am ging nicht rum zu schuwen. 4. Mose 12,3. Hij ist ein von unseren stärksten Beispielen von göttlicher Lehrerschaft. Wenn Moses sanftmütig war, und danach jen Pharao, der jeder, wat reitet de meeste kracht op de ganze Welt hat, abstund jen am en beval de Israeliten van Sklaverie loszulaten. Da sei wie wat sanftmut is. Best terwijl ich Gott vertrouw en don't wat. Best du reit am voets ganz te horchen en don't wat die dat kost. Dat bruk je wel je kracht. Te die vrouwen je te zei. Kraft en je controle. Dat is sanftmut. Medliedig. Als Jezus op je ging, jonge mensen hem hingen aan wen hij met geweld je kracht leeft. Da wir nichts, was hij nicht doen kann. Hij weer voor alle omstanden rijden. Val niemals uit lekgewicht. Wie niemals uit weerd. Niemals vertwijfelt. Hij wordt volkomen van Heilige Geest geleid. So hij handelt jeder Log met wijsheid en kracht. Vandaag zijn einige Christen zeer goed en vandaag zijn, aber hebben contact met Heilige Geest verloren. Sie sind bij mensen angezien, aber haben keine Fähigkeit, mit Gott sein Geist taub zu schaffen oder arm zu hören. Sie hat keine Kraft. Ohne Heiliger Geist sind dort keine Lebens verändert und keine Wunder passiert. Ohne die Kraft ist er nicht, der verlorene, leidende Mensch anzubeiden. Die du immer Frau kann mir wer helfen. Wir gehen jeder Tag diese leidende Menschen vorbei,
veel meer ohne dat we dat aan worden. Wanneer we dat aan worden, dan we krijgen gelijk recht als halb. Dat is wij ohne Heilige Geest in de kracht hebben we niets aan te bieden. Ik betjan, ik kijkt mal op des rechten weg naar mensen en nood. Ik moest op hier met denken dat mensen die slechte dingen doen of slechte omstanden hebben, slechte mensen zijn. Religion brengt zo'n soort van denk, maar dat is niet wat Jezus over mensen dacht. Hij kan met ihre Schwachheiten mitfeilen, wenn hij aan alles verzacht wordt, aber ohne Sinn wir. Hebräer 4:15. Hij rächt die Menschen nicht, die gefehlt haben. Hij versteht ihre Gebrochenheit und er hat die Kraft zu helfen. Wann wir geistlich von uns sind wir stark und hart zu vertrauen. Unsere Welt sind so als eine goldene Figur auf einen silbernen Master, Sprüche 25 auf. Wir lassen der Heilige Geist uns in alle Wahrheit und in große Erfahrungen anleiten. Wir vertalen und benehmen uns auf zo'n Weg, dass Jesus sein Hart beweist, und Menschen worden ein Leben voller mit den Jesus, den sie an uns sein. Zu derselben Zeit formen wir dann eine kraftvolle Seed, die sich von nichts trägt. Jesus hat diese Seed. Hij wird ganz gehorsam der Heilige Geist, und dort brucht große Beroefdheid en vernemen, und hij wird voll von te vertrouwen. Gott seine Scheinheit ist unglaublich gut. Hij ist der Schöpfer von der ganzen Welt, die alle Kraft hat. Hij hat keine Ursache ganz schlecht zu behandeln oder zu richten. Und hij ist auch nicht bloß ein nutzloser Nettlos, das wir all sehen. Hij ist ein guter, liefdoliger Führer, der die Kraft hat, gebrochene Menschen ihre Lebenstreich zu stahlen. Einige Menschen haben eine rechte Idee über das Christenleben, wegen falsche Überzeugungen über Jesus sein Charakter. Andere glauben, die Kirche soll einteinig sein, wegen sie vertuschen einteinig mit Ehrfurcht. Das ist so, dass Jesus will haben, dass wir sollen erstaunt sein über uns himmlischer Führer. Ein Lebensleben wird voll Frieden und Frieden sein. Aber wir können nicht vergessen, dass wir sind hier für einen Zweck. Und der Zweck ist ein Part sein von seiner großen, interessanten Erfahrung von der Welt verändern. Die Wahrheit ist, dass Jesus sein Leben wie das Gegenteil von einteinig sein. Er wird ein starker, braver, entschlossener Lehrer, der sein Führer sein Welle Fuß und ganz steht. Krieg so ist dort geistlich von unser Leben, dass er anschreibt. Auch voll von interessanten Erfahrungen wird sein. Die Wahrheit ist, dass Jesus sein Leben wie das Gegenteil von Langweiligkeit. Das ist auch voll Meinung. Jesus sein Ziel für unser Lebenserfahrung ist das wichtigste Ding, was wir auf dieser Erde tun können. Das ist wirklich staunend und zu denken. Dass unsere Werke helfen einen Unterschied machen und wie viele Menschen den Himmel erheben für Ewigkeit machen. Vergeten niemals, dass du ein Part bist von dieser Mission. Das große, bitterweilige Zweig für unser Leben ist Krieg so wahr, als dort wir seine Gnade haben und dort wir vergebens sind. Und wenn dort bei das große Bild kommt, hast du eine wichtige Rolle zu spielen. Gott seine Pläne für uns sind wirklich groß, gerade als du die Verstehen kannst. Der Apostel Paulus erwähnt Jesaja, als er sagt, was kein Auge gesehen hat, und kein Ohr gehört hat, und woran kein Mensch gedacht hat. Hat Gott recht gemacht für die, die am Gott sind. 1. Korinther 2:9. Und er sagt, dass Gott, der durch seine Kraft viel mehr an uns tun kann, als wir uns denken oder verstehen können. Epheser 3:20. Nur Psalm 139:13 noch, formt Gott die ganz und gut. Er gibt die Gabe und Fähigkeit, so dass du wundervolle Dinge in das Leben erreichen kannst. Sieh geistlich von durch. Leb ein bitterweinliches Leben mit scheingehender Kraft und Macht. Jesus kam dir, diesen Leben aus dir zu geben. Er sagt, er kam, so dass sie mochte leben haben, scheingehender haben und dort voll abhaben. No, Johannes 10:10 no. Er will haben, du sollst ein großes Leben leben. Während du wieder nur Heilige Geist hörst,
en andere dienst met de geloof en fähigheid wat hij die geeft heeft, was du dat leven vingen. Dat leven voor wat hij stierf, om die dat te geven. En dit brengt ons bij het thema van het nächste kapitel. Wanneer chant wat leren, wonen hij zich eerst te horchen en andere te dienen, heeft Jezus ons dat beste bijspel gegeven nu te volgen.